Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Tja, im letzten Teil haben wir jetzt hier kommt die Sonne gelöst, ein Hans Wager Sternbild hier rauskriegt und können jetzt weitergehen. Probieren wir es mal. So, Sesam, öffne dich. schick. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Denn jetzt besitzt und leitet ihr eine berühmte Höhle. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Das war ja klar. Müssen wir ihn nicht warten. Aber alle, wie das schon gemacht ist, ist großartig. Also großartiges Buntglasfenster. Wow. Also architektonisch scheinen alle, die einen Schatz zu verbergen haben, wirklich keine Mittel und Mühe zu scheuern an Geld und an Mechanik und Leute, die sie dafür beauftragen, um ihren Schatz zu verstecken. Ich meine, hallo, das müssen ja auch Ingenieure gebaut haben und das müssen ja auch Kunsthandwerker müssen dafür ja auch das Glas geliefert haben und so weiter und so fort. Wie man so einen Schatz dann noch geheim halten kann, wenn so viele Leute für ihn noch arbeiten, oder liegen die Arbeiter hier alle? Gibt ja genug Bauprojekte, wie zum Beispiel auch die chinesische Mauer, wo man die Leute wirklich umgebracht hat, damit sie ihr architektonische Geheimnisse nicht mehr weitergeben können. Lass mich roter. Ist. Ja, Wir haben das Tor da oben geöffnet. Aber gut, da müssen wir durch. das war so klar. Mir nach. Das war ja so klar und logisch. Nach einem Sprungkreis halten und Kanten zu ignorieren, zum Greifen loslassen. Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Ah, da ist noch so ein Hanebampel. Wenn wir nicht bald was von denen hören, sehe ich nach. Holladi holdi. Hey, sie sind hier! Oh. Ja, Bill. Ist gut. Achtung. Ups. So. Uah. Moment. So. So, okay. Huiuiuiui. Mist, das war blöd. Mit Dreieck lädt man noch. So. Gut, mit Dreieck hochladen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Hoppala. Hier ist auch noch irgendwo so ein... Irgend so ein Kerl. Ah, dahinter. Wow. Ja, der steht nämlich auf. Der Anime. Ja, das sind so One-Hit-Dinger. Die sind richtig geil. Also vom Kaliber her, alle Achtung, richtig geile Dinger. Gott. Also vom Kaliber gibt es so wirklich nichts zu meckern. Aber so viel habe ich halt nicht von deinen Dinger. Okay, jetzt ist die Oll. Jetzt brauche ich eine neue Handfeuerwaffe. Eine Para. Na gut, mit der nehme ich auch noch vorlieb. Hallo, Kumpel. Ja, das braucht schon ein bisschen mehr. Ey, 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 ey. Aufgehört wird. So. Para haben wir da auch noch. Der hat nur so eine Maschine-Pistole gehabt. Nur in Anführungszeichen. Also umbringen kann man mit den Dinger natürlich auch. Das sind mehr als genug Knechter Rhinos hier anwesend, um uns das Leben so richtig schwer zu machen. Na, nicht schlecht. Das war's erstmal. Wir sind sicher. Okay. Hätte besser laufen können. Ja. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Und im Hintergrund sprengen sie immer noch. Aber Wasserleute gehen jetzt anscheinend auch auf andere Gebiete vor und scheinen hier nochmal in der Umgebung zu gucken. Was mich aber eigentlich schon gewundert hat. Ja, okay, jetzt erklärt sich ja, warum wir hier ursprünglich rumklettern konnten. Weil es hier natürlich weitergeht. Ich habe mir schon sowas in der Art gedacht, dass es hier eigentlich weitergeht. Aber warum auch nicht? Warum auch nicht? Okay, ne, das war jetzt auch eine sehr kluge Aktion. Da gehen wir hoch. Zum Glück halten die Treppe. Und
Wirklich groß Kaliber oder so haben wir jetzt nicht. Aber da geht's weiter. Ne, großartig neue Kaliber oder so finden wir nicht. Stinknormale Handfeuerwaffe haben wir und unser Okay, bereit? Schrotflinte haben wir nach wie vor. Aber die AK will ich nicht, die ist mal zu räudig irgendwie. Das ist kein gescheites Maschinengewehr im Vergleich zu anderen Dinger, die ich hier schon gehabt habe. Halt! Ja. Ah, Nachstreckt oder Rive Nas noch in die Kamera rein. Oh ja. Das glaube ich, dass das schwer ist. Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Nee. Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Das coole Sternbild-Ding. Ja, aber so einfach ist es leider wirklich nie. Das haben wir ja schon in Uncharted 1 bis 3 gesehen. Wenn irgendein Hansel einen Schatz vergraben will, dann gibt er ein Drittel vom Schatz aus nur fürs Versteck. Indem er Hinweise auch streut. Das ist anscheinend so ein Leitfaden für jeden, der einen Schatz in Millionenhöhe hat. In Multimillionenhöhe. Okay, da geht's wohl nimmer zurück, den Weg. Okay. Also falls ihr mal alle im Lotto gewinnen sollten und ihr habt 400 Millionen oder so parat, dann wisst ihr, was da als erstes damit machen. Als erstes heuert ihr Ingenieure und Bauarbeiter und Architekten und alles mögliche an und sucht euch einen sicheren Platz und streut Hinweise über die ganze Welt, wie ihr an den Schatz kommen könnt dann wieder. Da habt ihr im Endeffekt nichts zum Schatz ausgeber. Ziemlich spektakulär. Direkt unterm Hochkreuz. Avery und sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Tja, wenn man 100 Millionen nur fürs Verstecke ausgibt, warum auch nicht? Profit, Todesfalle, ist auch nicht schlecht. Oben Todesfalle, Mitte Profit, Fragezeichen, Todesfalle, Fragezeichen, unten Todesfallen. Ach Nate, ach Nate. Aber ich meine, wenn man so ein Ding in der Umgebung hat, unmittelbar, du aber dem gehört die Ruine. Warum guckt der hier nicht durch? Ist der blind? Ist der blöd? Hat er nur absolute Dappschädel für sich am Arbeiter? Junge, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Naja, Sully, du könntest uns ja auch Waschsuppe vom Metzger kaufen. So ein bisschen Haggis oder sowas. Ich glaube, wenn wir hier lebend rauskommen, habe ich Bock auf Fleisch. Den Nate bestimmt auch. Okay, hui, 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 hui. Ja, geil. Geilomat, oder? Also landschaftlich hat ja Uncharted immer was zu bieten. Da kann man echt nicht meckern. Wow. Schön. Und in Uncharted 4, je mehr, desto besser eigentlich, würde ich mal sagen. Je weiter fortgeschritten der Deal ist, desto schöner wird auch die Landschaft. Jetzt bin ich immer bei dem neuen Uncharted, was er dem Jahr präsentierten Lost Legacy gespannt. Aber wie ich gehört habe, sind doch die Nadine Ross und die Chloe mit dabei. Die sagen mir jetzt persönlich nicht so zu, beide. Nicht von den Mönchen gebaut. Sieht mir nach Piraten aus. Ganz genau. Ja, nachdem der Avery dann wohl das Land gekauft hat, nehme ich mal an. Ja, also wie gesagt, bei dem Lost Legacy sollen halt die Chloe und die Nadine Ross dabei sein. Und von denen beide bin ich jetzt auch nicht so unbedingt der Fan. Bei der Nadine muss ich mal gucken, wie die sich Ich höre sie. in dem Deal entwickelt. Aber bisher bin ich echt kein Fan von ihr. Ihre Eliminierung aus dem hohen Gras versteckt die Leiche vor anderen Gegnern. Okay. Niemand von uns will noch ein Port Moresby verantworten. Stirb! Kleiner Bruder. Stirb! So, du auch verreck in der Hölle! Komm her. So. Gut. Das hören die auch gar nicht. Ich meine, hier ist auch überhaupt nicht prädestiniert für ganz laute Echos, das Gebiet. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Das Gebiet ist absolut null dafür prädestiniert, dass man jedes klenschte Echo sofort hört. Also passt, ne? Und hier riecht's noch Schatz. Hier riecht's doch noch Schatz.
Es sind ein paar arme Schweine hier Was haben wir eingestürzt. denn hier? Steinschlossbüchse. Ja, wie geil ist denn das bitte? So altes Ding. Sehr piratisch. Ja. Yo ho. Geil. So all die Steinschlosspistole. Das hat einfach Stil. Die nehme ich jetzt mit, weil Stil hat. Er kriegt ja dafür mein Para, mein Moderni. Du hättest ja bestimmt getötet früher für so ein Ding. Was ist dann das Schönes? Ein Klappmesser. Mhm. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein schöneres Klappmesser durchaus bei so einem Pirate, Verschüttungsunfall, unfreiwilliges Grab mit dabei ist. Wobei, da hat er ein Schwert im Ranze drin. Naja, so freiwillig scheint er hier auch nicht gestorben zu sein, der Kerl. Aber wir tauschen. Er kriegt mein Moderni-Pistol, für die er damals bestimmt getötet hätte. Und ich krieg dafür sein sehr stilvolles Retro-Ding. Das hat einfach Stil, so Ding. Das musste ich jetzt einfach mitnehmen. Hier AK. Das Ding brauche ich jetzt einfach. Das muss jetzt wirklich sein. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Von wegen, ja, das Ding, das hält doch nicht viel aus. Da hast du auch nicht so viel Munition mehr drin. Das ist mir egal. Okay, da können wir auch noch hochwascheln. Eine Leiter. Bevor wir da hochwascheln, will ich aber da noch hier. Gerade mal nochmal hier in den Stollerei gucken. Nicht, dass ich hier noch einen Schatz verpasse. Aha, schon hätte ich ihn verpasst. Was ist das Schönes? Zinnkästchen singender Vogel. Mhm, ja cool. Schick. Schickes Teil, schön verziert. Und aus Zinn ist jetzt auch nicht so wertvoll. Aber auf das Alter von dem Ding kommt es an. Und auf das Stil. So. Dann kann man damit nämlich auch jede Menge Kohle machen. Na los, komm, ich helfe dir hoch. Okay. Wir müssten mal so eine Nathan Drake Auktion starten, wo seine ganze Dinger, die er geraubt hat, mal verschachert werden. Weit oben. Okay, kommen wir da nicht hoch? Nee. Ja, warte kurz. Ich warte. Ja, wir haben doch einen Enterhaker oder so. Was das bei dem Holzding ist. Also wir haben doch eigentlich einen Enterhaken. Den müsste ich hochschmeißen können und dann könnte mich doch am Seil hochziehen, oder? Irgendwie sind die manchmal auch sehr umständlich. Na? Wo jetzt? Also wie gesagt, eigentlich hätte ich hier der Enterhaker Reno gemacht und hätte es mal hochgeschmissen und dann hätte er mich ja hochziehen können an dem Seil, aber irgendwie sind sie ein bisschen umständlich hier, die Lights. Aber ist er dann hier gewaschtelt? Weiß ich ja noch nicht mal, wo er hier gedappt ist. Hey, ich hab was. Wo? Also, Sam? Was genau wird das denn? Sam? oben, der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Da aber? Ah, hier, okay. Da waschtelt darum. Na gut. Also, hoch mit uns, Batsch. Und dann kraxeln wir da hoch. Na alla. Gut. Dankeschön. Das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Was zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Ich hoffe, dass Sam verrät uns nicht. Beim Floyd war es ja ähnlich. Der hat ja auch die Stimme vom Joel gehabt und mittlerweile, so gerne ich auch höre, die Deutsch-Stimme vom Joel, aber irgendwie scheint es unheilbringend zu sein bei Charaktere. Ich hoffe, der verrät uns nicht, der Kerl. Weil eigentlich mag ich das Sam. Und ich hoffe, er verrät den Nate nicht irgendwie zum Schluss an den Alcazar. Uiuiuiui. Da können wir nur hier wascheln und dort drüber geht's noch nicht. Da aber geht auch nichts. Wie geht's denn jetzt weiter von hier? Du hast eine Idee, Sam? Nate, nehme ich keine Idee. Nee. Können wir da irgendwo rumkraxeln, rumklettern? Nee, da kommen wir nicht weiter. Kann man da irgendwo an der Felsformation rumklettern? Nee, sieht nicht so aus.
Sieht ja auch nicht wirklich so aus, oder? Ne, da kommt er nicht mal hoch. Das sieht so aus, wenn wir darüber warsteln. Von hier aus irgendwo... Oh Gott, Eva, habe ich wieder gedacht, der stürzt mal weg. Er will gerade nichts einfallen, was wir hier machen könnten. Ah, Mann. Mal das rumgewaschelt irgendwo und da weiß man nicht, was man zu machen hat. Hier ist es, ich dreh noch durch. Nee, also da stürzt man nur definitiv irgendwo in den Tod rein. Abseiler können wir... Ah, Abseiler können wir uns natürlich. Doch, selbstverständlich. Das geht. Abseile können wir uns. Weg die Klippe runter. Wenn du die große Rutsche ins Verderben meidest. Okay, die große Rutsche ins Verderben soll ich meiden. Aber wo soll ich dann hier? Vielleicht von dort aus? Probieren wir es einfach mal. Fast. Nochmal ein bisschen zurückschwingen. Und jetzt satt. Gib Gas. Okay. Daran können wir hochklettern. Okay. Sicher, dass wir da hochklettern können, Nate? Ach du Scheiße. Und was das auch für Dinger sind, das kenne ich sonst nur von antikem Steinbau so, dass man in solche Säulen sich runtergearbeitet hat beim Steinbruch. Aus römischer Zeit kenne ich das. So Basaltwerke in der Nähe von Koblenz, so bei Mayen. Das war beliebtes römisches Basaltsteinwerk. Basaltsteinbruch. Da haben die auch so gearbeitet. Aber wie es jetzt hier weitergeht, weiß ich eigentlich nicht. Hier runter. Klatsch. Okay, und dann die Rutsche des Todes meide. Okay, vielleicht keine so gute Idee. Okay, hier rum. Scheißendreck. Oh Gott im Himmel. Heilige Scheiße. Aber hallo, heilige Scheiße. Sei vorsichtig an der Ecke da. Achtung! Ach du liebster Gettel. Das war unglaublich. Deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folge dir schon. Aber wo lang hier? Ich bin gerade etwas ratlos mal wieder. Darüber kann ich ja nicht wascheln. Nee, da geht er an, irgendwo hier. Da hoch. Hoch, weiter hoch? Nö. Oh, ich mit meinem Klettertalent, ohne Scheiß. Da steht der Sam im Weg. Wenn ich da weiter waschel vielleicht. Moment. Ja, da geht's wo hier. Okay. Von dort aus, ja. Und hoch mit uns. Au. Vielleicht da hochklettern. Eieiei. Und dann von dort aus in die Todesrutsche. Achtung, was jetzt kommt. Fledermais. Und jetzt spring, Kerl. Ach du Scheiße. Okay, das war jetzt unten im Wasser nicht schön animiert, aber es ist jedem klar, was hier passiert ist. Ach du Scheiße. Ja. Oh Gott, das hält nicht. Und ja, er macht sehr viele Sachen kaputt. Huch, wie kommt dann der jetzt so schnell dort hier? Ja, die zwei sind Brüder, man merkt's. Die Zerstörer-Zwillinge. Okay. Da hier. Meine Fresse, ja, man merkt definitiv die Verwandtschaft bei den zwei. Keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Genau. Er hat doch die Kälte so vermisst. Dann genieße doch jetzt. Okay, dann hilf mir mal hoch. Oh Mann. Ich wäre zu Hause. Heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Schon? Ganz genau. Du willst doch auch einen heißen Kakao. Los.
Wie alt bist du? 5. Ja, also die Dialoge sind ja eigentlich auch schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Und am Anfang habe ich ja echt gedacht beim Nathan Drake, alter Falter, was ein Idiot. Aber mittlerweile ist er mal doch irgendwie ans Herz gewachsen. So als Charakter ist er doch schon ziemlich cool und witzig. Ach ja. Und da kommt man ins Anime hoch. Ja, je öfter man halt mit solchen Charaktere zu tun hat und je länger man die begleitet, desto interessanter werden die auch, finde ich. So, da. Du entlang. Warstel dich hoch. Da können wir auch hier lang. Okay. Hoch geht's, ne? Da muss es runtergehen. Mensch. Ja, sprengen die ganz Schottland oder was geht mit denen ab? Ganz Zeit ist Rumgerumpel. Oh, da sind auch noch so ein paar Knechte-Rhinos. Scheiße. Gucken wir mal, ob man die nicht meiden können. Weil weiter runter mag ich eigentlich erstmal nicht. Oder kann man da runterspringen, ohne dass man gleich in den Tod stürzt? Geht das? Probieren wir es mal. Nein! Ach Gott. So viel zu probieren wir es, dass man nicht gleich in den Tod stürzt. Es sah aber gut aus. Es sah eigentlich gut dafür aus. Probieren wir es noch einmal. Und dieses theatralische Nein-Gekreische immer. Alter. Mensch. So, jetzt nochmal von der untersten Sprosse. Okay, das klappt jetzt, ohne dass wir sterben. Na gut. Na gut. Wenn dem so ist, dann gucken wir doch mal, wie wir die jetzt hier kriegen. Wir nähern uns Rave. So, der hat uns nicht erlebt. Der Sturm kommt näher. Du warst zu lange im Südsudan. Ich bin eben Warmblüter, ihr Reptilien. Ich finde es auch cool, dass die untereinander so retten. Jetzt nimm ich. Ups, das war dumm. Das war nicht so clever. Ich mal wieder mit meinem begnadeten Hochladedefizit. Ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Dass man hier nicht mehr mit RNs hochlädt. Was hampeln die hier in der Gegend rum? Ja, Bill, ist gut. Hi. Schnell runter, in Deckung. Okay, nicht schlecht. Ah, dafür habe ich jetzt endlich von meiner Steinschlosspistole Munition verschwendet. Aber dafür war das mit Stil. Gott. Lebt noch einer? Oh ja. Oh ja, da lebt sogar noch einer richtig gut. Na gut, dann muss ich jetzt auf die AK wechseln, sonst geht man die Munition aus. Nicht war's das mit den Idioten? Wie gesagt, da sind es dann die Idioten. Aber wenn es die Nadine ist, da ist er reizend und charmant. Das ist auch so ein kleiner Sexisten-Nate. Wenn Frauen ihn verkloppen, sind die ganz bezaubernd. Aber wenn es so Typen sind, dann sind es Idioten. Ach ja, ach ja. So, einfach nur für die Dramatik. Ah, schön animiert. Aber ihr liebe Leute, steht Sache. Ich sollte an der Stelle jetzt einmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, wenn wir uns hier wieder durch die Klippe schwingen und mal gucken, was wir noch so alles Schönes hier machen können. Ayan Yankee.